grüß dich zurück zu Generation Zero im Guerilla-Schwierigkeitsgrad. Und zwar, wir sind jetzt da in Westland. Ich habe mir jetzt die Freiheit ausgenommen, gell? Ich bin schnell das kurze Stück darüber gelaufen, da durch diesen Wald und habe das da durchgelutert. Wo war denn das? Na, da, dieses kleine Gebäudchen, war aber nichts Weltbewegendes drinnen. Ein bisschen Waffen und ein bisschen Clan-Material halt, was man jetzt so braucht. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Geschichte. Ich habe das in der letzten Episode zwar angekündigt gehabt, allerdings hatte ich vergessen, das Mikrofon anzustecken. Und jetzt hört man mich hoffentlich. Und zwar, dieses Spiel hat schon so viel Bugs, das ist unglaublich. Hilferuf, die ist gleich vor der Haustür, die ist da. Laut Feldzugsplan versuchte während der ersten Tage der Katastrophe der Bunker Westland verzweifelt, mit einem nahegelegenen Militärstützpunkt Kontakt zu halten, der dem Plan zufolge einen Funkmast besitzt und deshalb als strategische Schlüsselposition unbedingt zu verteidigen war. Finde heraus, wo der Stützpunkt liegt und versuche über seinen Funkmast mit der Außenwelt in Kontakt zu treten oder einen Notruf abzusetzen. Dann haben wir der erste Kontakt. Kurz vor der Evakuation von Saltheim erhielt der Kommandobunker Westland einen Notruf von einer Zivilistin, die in der Ferne Gewehrfeuer ungeklärten Ursprungs gehört hatte, was sehr gut der erste Zusammenstoß mit Maschinen im Scherengarten gewesen sein könnte. Die Armee schickte einen Aufklärungstrupp, der noch berichten konnte, einen feindlichen Sender ausgemacht zu haben, bevor der Kontakt abriss. Dein erstes Ziel ist es, dich zur letzten bekannten Position des Aufklärungstrupps zu begeben, um herauszufinden, woher der Notruf kam und was der Trupp über den Feind erfahren hatte. Eine andere Burg. Das Transkript einer Nachricht, die der nahegelegene Stützpunkt Saltholmen an den Kommandobunker Westland gesendet hat, verrät, dass die Zivilbevölkerung aus der Umgebung in Vorbereitung auf die Evakuation größtenteils dorthin gebracht wurde. Zu dem Stützpunkt an der Westküste von Södra-Saltholmen gehört anscheinend auch ein unterirdischer Bunkerkomplex. Dort könnten vielleicht weitere Antworten zu finden sein, was den Aufenthaltsort der Bewohner der Region angeht. Wie du siehst, die Ereignisse spülen sie jetzt einmal nur da an. Gell? Beziehungsweise nur dieses Stück hier. Wir müssen ja da ist dieser eine Bunker, den zeige ich dir dann auf der Karten. Wo haben wir die Karten? Da. Im Prinzip, die Evakuierung hat für Saltheim stattgefunden. Das Militär ist aber bei diesem Bunker und hier überrannt worden von den Maschinen. Wir werden später eine Hauptmission freischalten, spätestens dann, wenn wir der erste Kontakt machen. Ich hätte mir jetzt gedacht, wir machen zuerst den Hilferuf und dann machen wir den ersten Kontakt. Der erste Kontakt, der verrät uns etwas. Ich will es einmal so formulieren. Ich habe das jetzt zwar schon zigmal erwähnt, aber es ist nicht unbedingt unwichtig. Gut, ich gebe jetzt einmal ein. Lok, zack, brack, eine andere Burg, wir benauern das. Hör dir den telefonischen Notruf im Bunker Westland an. Ich hab's schon mal erwähnt. Das Dumme an dieser Geschichte, sie ist zäh, sie braucht lange, bis sie einen Höhepunkt erreicht und vor allem splittert sie sich, ab dem Ackerland splittert sie sich in zig Storysträngen auf, die aber, wie soll ich das jetzt blöderweise sagen, ohne dass ich zu Spoiler, sie splittert sich in mehreren Storysträngen auf, wo man dann ein bisschen verwirrt sein kann. Das war ich am Anfang auch, wie ich es das erste Mal gespielt habe. Weil man da nicht weiß, welchem Storystrang man folgen soll. Das ist das Problem an der Geschichte. Du musst wirklich trau bleiben, weil ansonsten verlierst du die in der Welt und du verlierst die Zusammenhänge. Es ist einfach so. Ich will nicht viel erklären.
wir kommen erst zu bestimmten Punkten im Ackerland bzw. in der Südküste, wo die eigentliche Story erst beginnt. Das hier, was wird dort ablaufen, ist am Tag der Katastrophe passiert. Es gibt Ereignisse, die liegen in der Vergangenheit, die liegen über 15 Jahre in der Vergangenheit. Und bis wir dort sind, das dauert alles seit Zeit. Aber mit ein bisschen Gefühl in den Eiern werden wir das schon schaffen. Irgendwie. Lieutenant Dilemma, this is Veslan again. I have to use the phone since radio communication is down. Likely sabotaged by hostile agents in preparation for the main assault. The phone lines could be the next target, so I need to know the status of the tower at Saltholmen Naval Base. Can you confirm that the tower... The Saltholmen Base. That's west from here. Sounds like it has some kind of radio mast, and that it was sabotaged when this whole thing started. Yeah, it must have been part of the enemy strategy. All our radio comms went down on day 2, and the phones, they were next. Afterwards, it was total radio silence. Then, if we can get rid of the cost for the interference, maybe we can use the long-range radios and call for help. Gleich eins vorweg, Therese und Pontus spielen ab dem Ackerland keine Rolle mehr. Sie haben zwar dementsprechende Vermutungen, die in die richtige Richtung gehen. Allerdings, kurz einen Blick, jetzt brauchen wir eine andere Mission. Eine andere Burg ist da. Wir benötigen allerdings, das machen wir noch und weiter, wir benötigen jetzt den ersten Kontakt. Genau. Wir gehen jetzt auf die Karte. Ich werde versuchen, die Ereignisse relativ so zu spielen, dass du einen Zusammenhang siehst, beziehungsweise dass du den Zusammenhang verstehst. Das ist relativ kompliziert, alles miteinander aufgebaut. Ich habe auch 3 Versuche gebraucht, bis ich die Geschichte so halbwegs zusammentragen habe. Bis ich aber dann dahinter gekommen bin, dass mir trotzdem was fehlt. Warte mal kurz. Ist dort hinten dieser Hunter wieder gespawnt? Ich hoffe nicht. Weil wenn, dann entledigen wir uns dieser Ratte gleich. Doch, da, schau. Siehst du? Ja, kommst du jetzt oder nicht? Meine haben den ganzen Tag Zeit. Wo steht er denn? Da ist er. Gott, oh Gott, wo ist denn der Trottel? Mei. Da ist er. Den ist es wurscht, gell? Ich hab leider nur die Teilmantel mit. Naja, wurscht. Aber jetzt da. Schau, dann ist das vollkommen wurscht. Warte, wir werden das anders machen. Wir werden das ein bisschen anders gestalten. Wir werden ein kleines Stück näher rücken, genau. Zum Bücken bitte näher rücken und dann sollten wir ihn eigentlich irgendwann einmal... Also ist ein Hund auch noch.
Kruzifix? Ich bin zu blöd, dass ich mit den Scheiß was triff. Oder es macht dann Schaden wie Wackelpudding. Kann auch sein. Wo ist denn der Hund jetzt? Hat es jetzt endlich registriert, der Hunter? Ich will eigentlich nur einen Hunter loswerden. Da ist er. Komm bei schon. Ja, ja. Es ist so schwer, ein bewegtes Ziel zu treffen, weißt? Passt, jetzt ist einmal das erste Risiko weg. Boah! Ab den Zaubertrick habe ich komplett vergessen. Gott, oh Gott, ich sag, das hörst du, ich sag, dass du magst es mit. Mit den alten Tati. So, warte mal kurz. Einmal können wir uns noch heilen. Wir erreichen bald Level 6. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und wie versprochen, werde ich nicht das Fahrrad nutzen oder Mopeds oder sonstiges. Wir werden die Geschichte in seinem Ursprung nochmal neu erleben. Mhm. Okay. Der brandige Beschleuniger. Warte mal, waren da nicht irgendwo Ticks oder Hunde? Oder bin ich schon wieder auf der falschen Adresse? Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht mehr. Nö. Dieses Funkgerät gibt eine Antwort. So. Achtung. Achtung, ich spreche nun, wer es noch nicht kennt, das Alpine Unrest DLC. Ich spreche nun eine kleine Spoilerwarnung aus. Na. Kruzifix, das Scheiß stecken bleiben in den depperten Rotzspül. Was an jeden Scheiß bringen's, aber da ist das da irgendwas verbesserndes. Systemic Reaction ist ein Entwickler, der ist zu blöd zum Scheißen, ehrlich. Da. Ja, krei aus, da, du Trampe, du dummer, unnötiger. Alter. Nee, da regt sich über EA auf. Warte mal, vielleicht können wir das irgendwie anders. Na, mit sowas machst du mich, mit sowas machst du mich aggressiv, weißt? Da. Vielleicht funktioniert das. Ja, hat funktioniert. So. Aber ist egal.
sollten wir jetzt da in die Richtung, wo wir jetzt hin müssen, draufgehen, dann haben wir da wenigstens was. Barty Ludwig to Veslan. We've established position at Eberholmen Castle, but the civilian Anita Sjögren is nowhere to be found. No visual contact of what she described, but Siggins did pick up something. Contact! 3 o'clock! I repeat, we have... Wait, did he say Anita Sjögren? That's her. That's my friend. Eberholmen Castle, that's close to where you are now. Could you please go check it out? Sorry, Therese, but that comms guy we heard confirmed your friend wasn't there anymore. However, that squad may have been the first one to sight machines. I know, you're right. Okay, so maybe the castle ruins are where it all started. It's worth looking into. Richtig. Und damit liegen die beiden aber auch komplett richtig. Der erste Kontakt, da wo der eigentliche Kampf angefangen hat, wo Schweden von den Maschinen überrollt worden ist, hat hier in dieser Schneise stattgefunden. Da. Uns führt auch eine Mission daher. Und da ungefähr, beziehungsweise wenn man der ganzen Geschichte dann folgt, wird man feststellen, dass die Geschichte an sich da herunten, beziehungsweise im Scherengarten angefangen hat. Und sich aber dann immens auf ganz Östertörn ausbreitet hat. Wir werden diese Mission jetzt da schnell machen. Kurz einen Blick. Oder, warte mal kurz, ich habe eine andere Idee. Da oben werden uns sicher Hunter erwarten. Wir machen diese Mission, da sie ja nur, warte mal kurz, was ist denn das? Finde das Transkript zu das Kommandobunkernetzwerk Minking, Sorken, Hermelinen, Squadern, Merden. Hilferuf, finde und erreiche den Stützpunkt Saltholmen. So, wo ist der? Eine andere Burg, Hilferuf, das ist da. Schwierig, weißt du was, wir machen die Burg. Wir werden uns jetzt ein bisschen beeilen. Ich meine, das wird jetzt eher ein längeres Gefecht auf der Burg oben, das kannst du sicher sein. Nur es ist immer schwierig für mich, ich weiß nicht, was ich da sagen kann. BZW, ich will das ganze Let's Play da jetzt nicht in die Länge ziehen, unnötig, mit Sachen, die im Prinzip keinen Wert haben für die Geschichte, weißt? Wie viele Hunter könnten da oben jetzt theoretisch sein? 1 oder 2? Wir werden uns trotzdem bauen. Ah. Danke, Hund. Wir bleiben bei dir. Aber dieses Wehklagen, was da immer herrscht, Wahnsinn. Da kriege ich jetzt mal eine Ganzlaut. Ob es jetzt ein Braten ist? We're almost at Eberholmen Castle. Our top priority is to retrieve the intel our dispatch squad picked up on the enemy. Hopefully, this will give us a clue about where these things came from, or who made them. It would be better than nothing. Ja, bis wir das rausfinden, steht uns noch ein langes Martyrium bevor. Wir werden eine Zeitreise machen. Ja. Mehr will ich dazu gar nicht mehr sagen. Bin ich jetzt richtig unterwegs? Nein, ich bin da nicht richtig unterwegs. Lock. Der erste Kontakt, da will ich hin. Aber sind nicht fast da, sehr gut. Ja, sorry, ich tue mir immer ein bisschen schwer, weißt? Ich will da was sagen, will aber nicht zu weit ausholen. Nein?
Und ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen, diese Geschichte, wie soll ich sagen, von den Ereignissen her, von den Zusammenhängen her, wo die Geschichte hingeht, empfinde ich sie als eine der besten, die ich seit Jahren gespielt habe. Und ich entschuldige mich für diesen Brei, aber ihr kennt ja mein Problem eh schon. Wir haben jetzt ein bisschen länger verfolgt. Und das ist für mich ein gewaltiges Problem mittlerweile. Ich habe es, glaube ich, nein, in der letzten Aufnahme habe ich es zwar erwähnt, aber durch das, dass ich Idiot ja kein Mikrofon angesteckt gehabt habe, muss ich es jetzt wiederholen. Ich will mir einfach noch keinen neuen PC kaufen oder meinen derzeitigen herrichten. Das hat einen einzigen Grund, das kann ich da verraten. Heuer 2023 ist für mich die Priorität 4 WEC, also die World Endurance Championship in Spa-Francorchamps. Und was auch dazu kommt, ist, dass immer eigentlich was ich eigentlich vorhabe, mir ein Auto zu kaufen, ein neues. Und daher auch die Entscheidung, mit meinem alten Schrott, den ich daheim habe, an Technik, nur ein Weilchen durchzuhalten. Aber wenn ich mich zeitweise ärgere wie nix. Scheiße, da oben ist ja dieser komische, wie heißt der? Fünf. Da oben ist ja dieser komische Hunter, gell? Warte mal ganz kurz. Ich werde jetzt mal alles nachladen, was geht. Vollmantel. Dich. Du bist nachgeladen und die 5, die brauchen wir jetzt. So. Wir bekämpfen es jetzt von da. Lad nach! Depperte. Oder tu irgendwas. Was ist der Hunter? Jetzt steht er da und weiß nicht, was er tun soll, ne? Good work. That must have been the thing that wiped out the squad. My team had one of those too.
Einer ist noch. Ah, zwei sind's noch. So. Aha. Da hinten ist aber noch was. Da irgendwo ist noch was. Drei, da hinten schon. Ja, ich hab die drei da, die paar da hinten vergessen. Ihr wisst aber schon, dass wir uns jetzt gerade die Dings anzüchten, gell, die Rivalen. So, sehr gut. Jetzt schauen wir uns da schnell durch, ob wir da was haben. Reparaturset, so. Brauchen wir zwar nicht, aber ist wurscht. Auf den Schwierigkeitsgrad nehmen wir alles mit, was wir brauchen. Dann da hinten gehen wir gleich looten. Ah, da liegen noch 4 Hundis. Ja, her damit. Dann, wenn ich mich recht entsinne, huckt da noch ein Tick um den. Nö. War da oben noch irgendwas? Nein, glaube ich nicht, gell? Ja, können wir mitnehmen. Da liegt nichts. Dann da aber. Daher. Passt, da ist nichts. Nasen juckt, ich ärgere mich heute noch. Ha 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 ha. Dann da oben ist was. Da liegt noch was am Atom. Perfekt. Oh, ist da noch irgendwas? Oh, ja, um den kümmern wir uns auch noch. Doch zuerst machen wir hier oben unsicher. Ist da im Eck irgendwas? Na.
Nö, da ist nichts mehr. Also wenn ich da jetzt runterspringe, ist unser Trudel im Arsch. Oder im Anus. SOA, ist wurscht. Du kleine geile Backpfeife, komm her da. Da ist nix. Their vehicle is empty. Then we have to investigate the ruins. Be careful. Ich bin nicht vorsichtig. Mehr als wir sterben kann ich nicht. Wenn ich das jetzt mal salopp formulieren darf. Da ist nix. Da ist auch nix. Dann geschwind da einer. Make-up, damit sie unser Tier und Lab wieder mal schminken darf, ne? Nein. Sehr gut. Mach auf. Da haben wir nichts, da haben wir nichts, da haben wir nichts. Das haben wir. Anitas Briefentwurf übers Karfen. Sehr geehrter Herr Gustafsson, ich bitte Sie hiermit alles zu tun, was in Ihrer Macht steht, damit das Karfenbunker, der sich auf Norra-Saltholmen befindet, offiziell außer Betrieb genommen und in ein Museum umgewandelt werden kann. Wie Sie wissen, gab es in Skaven aufgrund seines schlechten Zustands seit über 2 Jahren keine militärischen Operationen mehr und stationäres Personal und die Sanierungspläne wurden aufgrund der hohen Kosten für den Austausch der veralteten Überwachungsgeräte zurückgestellt. Angesichts der aktuellen Ereignisse in Berlin kann man nur hoffen, dass Europa derzeit Geschichte schreibt und eine Ära des Friedens einleitet, in der wir keine Küstenverteidigung benötigen. Und wenn dieser Tag endlich kommt, dann... Das ist der Punkt. Der Brief erwähnt einen alten Bunker auf Norra-Saltholmen. Genau. Wenn wir da nochmal zurück auf... Der erste Kontakt geht da weiter. Norra-Saltholmen, das kommt später an die Reihe. Da müssen wir gesondert hin. Wir machen jetzt schnell die Mission fertig. Und ich glaube, wenn wir die Mission fertig haben, kriegen wir dann ein Level Up. Das machen wir dann noch. Und dann werden wir die Aufnahme für mal beenden. Ich weiß nicht, wie lang die Aufnahme wird. Je nachdem, wie lang sie halt wird, werde ich nachher noch was dazu schneiden. Okay? Und wie gesagt, ich entschuldige mich hier für diesen komischen Brei in der Gegend überall. Aber wie gesagt, mich interessiert ja eigentlich jetzt nur die Geschichte. Weil nach so vielen Jahren sollte man die Taktiken kennen, die Maschinen sollte man kennen, den Reaper sollte man kennen und ja, schon wissen, ne? Was ich aussehen will. Genau. Auf wieder mit uns. What? An enemy emitter? So they managed to locate the enemy's landing site. Just a second. It's a small beach near the ruins called Källviken. Källviken is one of my absolute favorite places. Not easy to access though. You'll see. Let's hope we can understand what we're up against. Das machen wir dann als nächstes. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Je nachdem, wie lang diese war. Und da müssen wir dann runter. Bis zum nächsten Mal. Baba. Zu Generation Zero. Wir sind hier kurz am Bauernhof Steinhager. Unser nächstes Ziel ist hier dieser kleine Strand. Der Landekopf, die Mission namentlich. Und wir werden dann erkunden, was sich dort hinten befindet. Wer das Spiel kennt, der weiß, was sich dort befindet. Wer das Spiel nicht kennt, der erlebt was Neues. Ganz einfach. Jetzt möchte man nur schnell da ein bisschen was zusammenrahmen.
Das lassen wir alles so weit. Warte mal, wir haben ja 4 Waffen eingesteckt. Hoppala. Also das die ganzen Möllergacker. Die ganze Möllergacke da, das leiden wir gleich. Das brauchen wir nicht. So. Und da haben wir dich zum Zerlegen. Die 3 halten wir uns. Jetzt schauen wir mal. Wir haben neue Aufsätze dabei. Ergänzungen. Mündungsaufsätze. Sehr schön. Sichtmodule, Visiere, Aussehen, passt. Da sind wir ausgestattet. Haben wir für die noch irgendwas dabei? Mündungsaufsätze, Magazine, aus. Gut. Die ganzen Magazine, die tragen wir dabei mit uns um. Das kostet nicht so viel Gewicht. Da möchte ich ein bisschen was beiseite rahmen, bevor wir weiter marschieren. Die 3 nehmen wir mit. Die Autobatterie lassen wir da, das lassen wir da. Da tun wir mal die Hälfte weg. So. 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 Die 10 nehmen wir mit. Die 2 nehmen wir mit. Lassen wir da, meine ich. Die 2 Funkgeräte nehmen wir mit. Da haben wir eigentlich vorab einmal genug Blödsinn herinnen. Das wird man dann noch alles umrahmen, ausrahmen, sortieren etc. Allerdings, das Automatgewehr lassen wir dabei da. In puncto Muni lassen wir da das. Genau, das passt einmal. Ich habe wieder einige Punkte gesammelt. Bitteschön. Wir werden die Punkte brauchen. Jetzt weiß ich aber nicht. Vollmantel, die werden wir brauchen. Ausrüstungspunkte Plan 4. Genau. Und so erweitert sich der ganze Schwafel dann. Gut. Inventar, schauen wir nochmal. Passt, passt. Da haben wir alles benannt, was wir brauchen. Da haben wir alles, da haben wir alles. Perfekt. Weiter geht's. Landekopf ist in die Richtung. Wir werden es jetzt aber gepflegt anders zu machen. Wir werden aber hierher marschieren. Und dann werden wir versuchen, hier durchzukommen. In die Richtung, Richtung Landekopf. Genau. Allerdings. Hä? Achso, das sind Ticks gekommen. Die Ticks, die kennen mich, was da? Gekreuzt und gekreuzweiset. So, ich probiere mich gerade dumm mit meinen Aufnahmeprogrammen. Es ist halt wie es ist, ne? Motto. Wie es die Therese gesagt hat, es ist etwas kompliziert, dort hinten rüber zu kommen. Warte mal kurz, wir müssen jetzt nochmal auf die Karte schauen. Wir sind eigentlich relativ richtig da, gerade diesen Weg hinunter. Tix. Ah, ich hoffe, du bist Zeckenschutz geimpft. So. Dankeschön. Was? Wer will einen Kampf? Ich nicht. So, wie versprochen. Ich werde etwas Gas geben. Weil sonst huckt man nämlich in 30 Jahren dabei. So. Und zwar, da vorne müsste eine Weggabelung kommen. Diese hier. Und wir müssen geradeaus, dass wir hinten runter zu diesem Strand kommen. Hätte ich mehr Adrenalinspritzen, würde ich mir einfach abhauen, weißt? Und mich dann wieder beleben. Aber das geht doch jetzt nicht. Jetzt bin ich schon vorsichtiger, weil jetzt muss ich nämlich aufpassen, dass ich hier das Mikrofon angesteckt habe.
glaube, da bin ich jetzt richtig. Jo. Da bin ich jetzt richtig. Bei der Aufnahme, was ich da jetzt mache mit dem Landekopf, die schneidern hinten an die letzte dran und dann sollten wir eigentlich eine gute Länge beisammen haben. Ja, genau. Aber eigentlich, weißt du was, ich spüre eigentlich PlayStation 2 auch noch immer. Da hast du auch noch keine High-End-Grafik gehabt. 4, 5, 6. Finger. Wie du siehst, Rotos Containeros. Genau, durch die Höhle müssen wir da durch. Und ehrlich gesagt, mir ist ein flüssiges Spielerlebnis bei weitem lieber als alles andere. That's a weird spot to offload a bunch of containers. There's no road leading up to it, not even a proper path. I guess that's how machines were deployed all over Östertön. See if you can find out anything about those containers. Ich bin gerade dabei, ihr zwei Deppen. Na, dich wollte ich. Dort hinten. Oh Gott. Da ist ein Tick oder ist da noch ein Hund? Nein, das ist ein Tick, schau. Genau da. Inspiziere die Container und suche nach Hinweisen auf ihre Herkunft. Machen wir doch glatt. Hallo Hund. Inspiziere, lalala, zerstöre die inaktiven Maschinen. Natürlich. Wenn's das Gerät zulässt, gerne. Good job. We didn't want those to come alive all of a sudden. So, is that what happened? Containers secretly dropped all over the place, chock full of machines, just waiting to be activated and kill us. Well, I think this was a carefully thought out and executed operation. Our enemy had to be very familiar with the local terrain to choose this beach, of all places. You're right. None of this is random. But those machines were made somewhere, and we have to find out for what purpose and who's behind this. Jetzt sind sie auf der richtigen Spur. Aber die Sache hat einen riesengroßen Haken. Ich verrate euch einmal nur so viel. Die Grundprämisse des Spiels oder der eigentliche Grund war gut gedacht. Sagen wir so, aus gut gedacht wurde schlecht gemacht. Sagen wir so. Aber das wirst du dann alles noch sehen. Runner, Prototyp. Serial numbers. Wait, I write them down. Huh.
All the letters are common to both the Cyrillic and Latin alphabets. Tja, Junge. Was soll ich da dazu sagen? Ich habe nur einen Tick irgendwo, ich bin ja nicht deppert. Naja. Wurscht, Landekopf abgeschlossen. So. Jetzt da wir ja da den Landekopf abgeschlossen haben, werden wir uns jetzt überlege ich noch gerade, ist da oben irgendwas Story-Relevantes? Eigentlich ist da unten nichts Story-Relevantes. Wir werden uns nur diesen Unterschlupf, ich glaube, das ist ein Unterschlupf da. Da gibt es einen Unterschlupf, was ich mich erinnere. Oder ist er da? Starrer Hackbo. Da gibt es noch eine Waffe. Wo ist der Unterschlupf? Ist er das oder ist er das? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Da auf jeden Fall ist der Leuchtturm. Da ist einer. Was jetzt aber storytechnisch nichts irgendwie mit unserer Situation zu tun hat. Genau. So muss ich es formulieren. Wir werden jetzt dann schnell noch ein Level-Up vergeben. Werden unseren Charakter nochmal ausrahmen, dann geht's gleich weiter. Oder? Warte mal kurz, ich überlege gerade. Gibt's da unten? Na, wir werden das alles mitmachen, soweit. Erstens einmal gibt es eine Menge Erfahrungspunkte und je höher wir oben rauskommen nach Östertörn, umso besser ist es. Du respawnst? Na, du respawnst? Na. Perfekt. Die ganzen Punkte, was wir haben, die werden wir später vergeben. So. Passt, da haben wir nichts dazu gekriegt. Da können wir 8 Stück verbraten und da haben wir auch nichts dazu gekriegt. Das passt auch. So. Was das wird dann? Der dabei. Da einer. Die haben wir dabei da einer, damit wir es später haben, wenn wir es brauchen. Ich hoffe halt nicht, dass wir es brauchen werden, aber wahrscheinlich werden wir es brauchen, dass wir es brauchen werden. Dann brauchen wir die. Sonst haben wir da eh nichts und da haben wir noch 224 Stück. Das haben wir, passt. Da können wir ein bisschen was herstellen. Zack, brack. Ist erledigt und wir haben wieder einen Punkt mehr. Genau. Und bevor ich es jetzt vergieße, Fertigkeiten. Wir haben jetzt da einen Punkt, zack, brack, weiter im Knack. Wissbegierde oder machen wir da weiter? Wir erhöhen uns einmal Bergen. Genau. Da interessiert mich jetzt dann eigentlich nichts mehr. Wir machen da noch einen zweiten Punkt Bergen, machen da einen zweiten Punkt Wissbegierde, dann machen wir da Komponentenschaden viel und dann konzentrieren wir uns einmal auf die Ausdauer und dann gehen wir da weiter. Genau. So, und zwar, wir benötigen jetzt da eine andere Burg. Na, wir benötigen jetzt da oben. Wegpunkt setzen. Wir werden schauen, dass wir das jetzt, das Stück, so schnell wie möglich abarbeiten, dass wir uns dann nachher mit der Story weiter beschäftigen können. Genau. So werden wir das machen und so habe ich das geplant. Gleich so viel vorweg verraten. Ich muss in der oben aussehen, müssen wir dann eh alle Missionen machen. Auch die Nebenmissionen. Leider. Ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, ich habe ja deswegen den ganzen Schaß nochmal von vorne angefangen, weil ich glaube ich irgendwas übersehen habe. So,
Dann müssen wir in die Frontale gehen. Warte mal. Ich weiß was, wir verbraten noch mit euch. Und Entschuldigung, dass meine Let's Plays eher zielgerichtet sind mittlerweile. Oh, Dankeschön. Gibt's da irgendwas? Nö. Ist da irgendwas? Wir brauchen eh alles. Dankeschön. Dankeschön. Und da bedanke ich mich auch nochmal recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Hui! Was haben wir da? Ah, da ist ein toter Hund, schau. Da nehmen wir gleich alles mit. Da ist nichts außer ein totes Brückle. Hä? Also an den Quark da oben kann ich mich nicht erinnern. Kannst du dich daran erinnern? Ich hoffe nicht. Naja. Wir werden das dann schon sehen, wenn wir so weit sind. Hey Baby, schnauf weiter jetzt. Und ich weiß, nur da kurz. Na, das mache ich am Leuchtturm. Es gibt eine Sache, die muss ich leider erwähnen. Gleich für euch vorweg, wenn du neu bist. Ich hätte eigentlich schon früher machen sollen, aber das ist mir jetzt erst so in den Sinn gekommen. Wie weit ist denn der Scheiß jetzt weg, weil ich glaube, also doch ein schönes Stück zum Laufen. Ist wurscht. Unser Mädchen ist gleich auspowert. Und oh ja, du siehst, es ist noch ein schönes Stück zu laufen. Drum beeilen wir uns lieber. Wir werden da eine kleine Abkürzung über den Strand nehmen. Genau. Ja, darfst du dann nicht übersehen. Du darfst ihr nicht böse sein. Sie ist leider ein Kettenraucher, gell? Also da sind 7 Packungen am Tag viel zu wenig gewesen. Als Drach selber wäre schlaut, gell? Und dann mache ich mich über so einen Scheißdreck auch noch lustig. Naja. Ja, mei, man darf nicht immer alles so eng sein und so übertreiben in jeder Hinsicht. Boah, ich hab gar nicht gewusst, dass man da so befindet. Ich mein, weiterbringen tut's uns eh nicht, aber man hat's halt. Ja. Was man nicht in den Beinen hat oder was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Genau. So ungefähr stellt sich die Situation mit unserer Luthilde auch da, gell? Das habe ich da glaube ich eh in die erste Episode eingeschrieben, in die Folgenepisode, dass unser Luthilde leider mit dem Kopf am Strand aufgeklatscht ist, ne? So. Komm, geh auf, wir haben keine Zeit. Ah, das wollte ich vorhin noch erzählen. Ich kann jetzt ein bisschen brabbeln, weil es passiert eh nicht so viel.
Du darfst aber bitte nicht besser, wenn ich mich über alles lustig mache, gell? Und ich mache mir mittlerweile wirklich über alles lustig. Mir ist das so wurscht mittlerweile. Weißt, man kann Dinge übertreiben auch. Und es ist jetzt wurscht, ob es in die Richtung Schwarzhumor geht oder ob es in die Richtung dorthin geht. Weißt, das ist halt einfach. Wie soll ich das jetzt am blödesten erklären? Da gibt es einen Ausdruck dafür. Es ermüdet. Es ermüdet. Überall, wo du hinschaust. Überall, wo du was liest. Überall. Es ist... Ach du Scheiße. Naja, das wären aber Erfahrungspunkte, gell? Ich weiß jetzt aber nicht, wie viele es sind. 2 Stück. Scheißen! Drecksau. Entschuldigung, den Ausdruck. Das, ich hab gesagt, ich gewähne mir den Ausdruck an, aber du hast ja eh gesehen. Also quäl mich nicht. Du kleine Mischpochen, du Schirche! Na, wart, na. Was habe ich da vorhin gesagt? Hä? Oh Gott, das nächste Mal. Ja. Ich muss mir eine andere Taktik zulegen. Genau. Diese Taktik überlege ich mir bis zum nächsten Mal. Und dann gehen wir dort zurück und schnappen uns diesen Analo Cravallo. Ja genau. Darf man das überhaupt noch sagen? Ich formuliere es anders. Diesen Anus, ich bin zu laut. Ja genau. Diesen zu lauten Anus. Na, was ist, hä? Mit der Denkermütze aufgesetzt, hä? Na, okay. Weißt du was, der schaut aber nicht so geil aus wie die Mörner, wenn du so in den komischen Winkel reinschaust. Da, ist. Ja. Und bitte. Jetzt haben wir es benannt. Gut, also dann. Beim nächsten Mal bereisen wir nochmal den ganzen Scheiß von hinten, räumen mit dem Dings auf, mit dem Hunter. Da werden wir uns eine neue Taktik überlegen. Das klappt so nicht und wird auch zukünftig nicht klappen. Und bis dato wünsche ich dir eine schöne Zeit und in der nächsten Aufnahme werde ich dann dort weiterreden, wo ich aufgehört habe. Na, wir werden das jetzt anders machen. Wir zwei werden das jetzt anders machen. Ich mache da noch einmal was. Benzin. Erste-Hilfe-Sets. Funkgerät werden wir eins herstellen. Das wird ja wohl geil, oder? Wieso geht das nicht? Achso, das kann ich wahrscheinlich noch nicht herstellen. Achso, das können wir schnell gemeinsam machen. Da hält uns jetzt nichts davon an, dass wir das jetzt gemeinsam machen. Dir sag es, wo ist denn der Scheiß? Da. Ausrüstung. Standard. Erste-Hilfe-Sets. Jawohl, Baby. Supi. Den können wir jetzt herstellen. Was haben wir da? Munition. Munitionspaket. Notfallscheiße.
Warte mal. 5, 15, 35. Ah? Hm. Hä? Yeah, der Bub ist gut. Bist du deppert? Na, da kenn ich. Da haben wir auch 33. Was können wir denn da noch machen? Der Kalle Pol. Teilmantel. Ah, da haben wir ja Waffen. 1, 270, 243. Die 50er. Ah, scheiße, da haben wir zu wenig. Posten. Shit, da haben wir zu wenig. Warte mal. Vielleicht können wir doch was herstellen. Vogeldunst, na. Siehst du, da fällt uns der Sprengi, der Sprengi-Bengi. Autobatterie. Feuerwerkskörper. Genau, Bedrohungsdetektoren einer Maschine überladen. Die brauchen wir. Können wir so... Na, können wir nicht. Schwein. Entschuldigung den Ausdruck. Standard Erste Hilfe Set. Haben wir nicht irgendwas in der Truhe, in der Plünderer, was uns ein bisschen an Sprengstoff bringt? Weißt du was, die brauchen wir aber nicht, eigentlich. Da war der Verbesserer. Jetzt schaue ich nur gerade. Was wird uns ein bisschen an Sprengstoff bringen? Da, die Holzspitze, die bringt uns sicher ein bisschen an Sprengstoff. Holzspitz. Vollmantel. Nehmen wir die. Die bringt uns ein bisschen an Sprengi-Bengi. Ein bisschen an Headbanger. Dich können wir zerstören und das Automatgewehr da mal weg. Schauen wir gleich, was wir noch haben zum Zerstören. Warte mal, was ist denn da alles drinnen? Autobatterie, da ist eigentlich nur Elektrolyt drinnen. Was ist denn da drinnen? Ich nehme da mal 14 mit. Die zerstören wir da gleich. Warte mal. Was bringen die? Klebstoff und Holz. Weißt du was? Die recyceln wir mal. Elektrolyt und Gummi, das brauchen wir später noch. Na, da will ich nichts zerstören. Bringt uns nichts mehr an Sprengstoff. Das ist aber scheiße. Ein bisschen was haben wir. Vollmantel, genau, die will ich herstellen. Genau. Und... wieder kein Textilien. Radio. Jetzt geht's es aus. Ja, und so funktionieren die Pläne. Da haben wir eh nix. Da haben wir noch 12 Punkte. Siehst du? Jetzt wo ich was ich. Also brauchen wir 80, ist das so wahnsinnig. Ja klar. Da, Adrenalinspritzen, da möchte ich her. Weißt du was, wir sparen da ja ein bisschen. Passt.
Ja, genau, so ist es. Wir schauen uns jetzt einmal das Gewicht an von unserer Medusa. So. Die 4 Waffen. Und ich würde sagen, wir beenden das Ganze da jetzt da. Und beim nächsten Mal. Wir laden gleich alles nach, was wir brauchen. Da haben wir die I wie Ida und E wie Emil und die behalten wir da und passt das von die einfachen Erste-Hilfe-Sets, lassen wir die Hälfte einmal da. Genau. So schaut es nämlich aus. Wir haben jetzt da die 3 Waffen mit, die haben wir mit. Die Munition haben wir mit, das sollte wohl reichen. Die haben wir mit, da haben wir genug mit. Die haben wir in Reserve mit. Funkgeräte brauchen wir, haben wir keine Funkgeräte mehr in der Bündi. Scheiße, ich hab alle verbraucht, ist wurscht, wir nehmen mal alle 4 mit. Vielleicht merkt das Gerät dann, dass wir welche brauchen. Die 6 nehmen wir noch mit. Ja, da haben wir keine mehr. Ja, müssen wir uns die Funkgeräte müssen wir uns dann zusammenschnorren. Ja, passt da. Bis zum nächsten Mal. Baba.